Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. F wie feste Schlösser. Keine Burg, kein Schloss. Der Burgen letzte Renaissance. Stellen wir uns einmal einen Burgherrn gegen Ende des 15. Jahrhunderts vor. Er steht auf den Mauern seiner Burg und blickt hinunter ins Tal. Dort unten könnten plötzlich neue Waffen stehen, große Geschütze, die Mauern erschüttern können, die bislang als nahezu uneinnehmbar galten. Der Burgherr erkennt schnell: Diese Burg braucht dringend stärkere Mauern, dickere Türme und bessere Verteidigungsanlagen. Doch kaum ist dieser Gedanke ausgesprochen, meldet sich vielleicht schon eine andere Stimme zu Wort. Denn auch im Adel verändern sich zu dieser Zeit die Ansprüche. Große Säle, hellere Räume und mehr Wohnkomfort werden immer wichtiger. Damit entsteht ein kleines Problem der Baukunst. Die Anlage soll besser befestigt sein als die alte Ritterburg, zugleich aber deutlich angenehmer zu bewohnen. Aus dieser Entwicklung entsteht eine ganz eigene Bauform der spätmittelalterlichen Architektur: das feste Schloss. Eine Anlage, die weder ganz Burg noch ganz Schloss ist, sondern etwas dazwischen. Oder anders gesagt: keine Burg, kein Schloss, sondern ein festes Schloss. Genau diesen letzten großen Burgentyp schauen wir uns heute im Burgenlexikon einmal genauer an. Eben der Burgenletzte Renaissance. Die Entstehung der festen Schlösser. Die Entstehung der festen Schlösser steht in engem Zusammenhang mit der zunehmenden Verbreitung von Pulverwaffen seit dem 15. Jahrhundert. Kanonen und Handfeuerwaffen veränderten die Kriegsführung grundlegend und stellten die traditionellen Burganlagen vor neue Herausforderungen. Hier sehen wir so eine Kanone etwa aus dem 15. Jahrhundert, hier eine Bombarde aus England aus der Zeit um 1450. Viele ältere Höhenburgen waren für diese Form der Belagerung kaum ausgelegt. Ihre hohen, schlanken Mauern boten Artillerie ein leichtes Ziel. Dennoch wurden die Burgen zunächst nicht vollständig durch neue Festungssysteme ersetzt. Stattdessen begann man, bestehende Anlagen umzubauen oder neue Residenzen zu errichten, die Verteidigungsfähigkeit und Wohnkomfort miteinander verbanden. Diese neuen Anlagen besaßen weiterhin Ringmauern, starke Türme und wehrhafte Tore, wurden aber zugleich stärker auf das höfische Leben ausgerichtet. Große Wohnflügel, repräsentative Säle und großzügige Fenster hielten nun Einzug in die Architektur. Ein frühes Beispiel für diese Entwicklung ist die Albrechtsburg in Meißen, deren Bau im 15. Jahrhundert einen bedeutenden Schritt vom mittelalterlichen Wehrbau zum fürstlichen Wohnschloss darstellt. Hier sehen wir auf einer Zeichnung aus der Zeit um 1550 die Albrechtsburg in Meißen. Die Albrechtsburg in Meißen gilt als einer der frühesten großen Schlossbauten Deutschlands und steht beispielhaft für den Übergang von der mittelalterlichen Burg zum sogenannten festem Schloss. Auf dem Burgberg bestand bereits seit 929 eine königliche Burg, die zum Zentrum der Mark Meißen wurde und über Jahrhunderte ausgebaut wurde. Nachdem die Wettiner im 15. Jahrhundert ihre Herrschaft auf dem Burgberg befestigten, ließen die Kurfürsten Ernst und Albrecht ab 1471 durch den Baumeister Arnold von Westfalen ein neues Residenzschloss errichten. Der Bau verband die wehrhafte Lage einer Höhenburg mit einer modernen, repräsentativen Architektur mit großen Sälen und komfortablen Wohnräumen. Damit entstand eine Anlage, die zwar noch befestigt war, aber bereits deutlich den Charakter eines frühneuzeitlichen Schlosses zeigte. Die Albrechtsburg gilt deshalb als ein bedeutendes Beispiel für die Entwicklung der festen Schlösser im späten 15. Jahrhundert. Hier sehen wir die Albrechtsburg im heutigen Zustand von der Elbe aus. Und hier sehen wir die einmalige große Hofstube in der Albrechtsburg.
Die festen Schlösser markieren damit den Moment, in dem sich die mittelalterliche Burg allmählich zum frühneuzeitlichen Schloss weiterentwickelt. Architektur und Bauformen der festen Schlösser. Architektonisch verbinden die festen Schlösser Elemente der Wehrarchitektur mit den Ansprüchen der repräsentativen Wohnbauten. Diese Bauform entwickelt sich vor allem in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und im frühen 16. Jahrhundert, also in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen der Militärtechnik. Kennzeichnend sind massive Mauern, häufig verstärkt durch runde Geschütztürme oder bastionsartige Vorsprünge, die bereits auf den Einsatz von Artillerie reagieren. Solche Bauformen verbreiten sich besonders seit der Mitte des 15. Jahrhunderts, als Kanonen zunehmend zum festen Bestandteil von Belagerungen wurden. Hier sehen wir so eine weiterentwickelte Burg, die Burg Hohenlandsberg in Franken, in der Mitte das repräsentative Wohnschloss und außenrum massive Mauern und Geschützbastionen, also eben dieses feste Schloss entwickelt sich. Parallel dazu wandelt sich die innere Gestaltung der Anlage. Während die Burgen des 12. und 13. Jahrhunderts oft noch relativ kompakte Wohnräume aufwiesen, entstanden nun größere Säle, ausgedehnte Wohnflügel und teilweise ganze Schlosskomplexe mit mehreren Gebäudetrakten. Auch stilistisch zeigt sich ein Wandel. Während die äußeren Befestigungen weiterhin militärischen Anforderungen genügen mussten, orientierten sich viele Wohnbauten zunehmend an den Formen der Renaissance, die seit dem späten 15. Jahrhundert aus Italien nach Mitteleuropa gelangte. Gerade diese Verbindung von Wehrbau und repräsentativer Architektur prägt den Charakter der festen Schlösser. Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür ist die Hochkönigsburg im Elsass, deren spätmittelalterliche Ausbauten bereits starke Artilleriebefestigungen mit herrschaftlicher Architektur verbinden. Die Hochkönigsburg im Elsass wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts als staufische Reichsburg erbaut und beherrschte von ihrer hochgelegenen Position wichtige Wege der Oberrheinebene. Nach ihrer Zerstörung 1462 wurde sie ab 1479 unter den Grafen von Tirstein grundlegend ausgebaut und mit mächtigen Bollwerken, Zwingern und artilleriegerechten Befestigungen versehen. Hier eine mutmaßliche Rekonstruktion der staufischen Burg Hochkönigsburg. Und hier dann der gewaltige Ausbau zum festen Schloss. Gerade dieser spätmittelalterliche Ausbau macht die Hochkönigsburg zu einem wichtigen Beispiel für den Übergang von der klassischen Burg zum festen Schloss, denn hier verband sich die ältere Kernburg mit modernen Verteidigungsanlagen gegen Feuerwaffen. Zugleich blieb die Anlage ein herrschaftlicher Wohnsitz mit Palast, Toranlage und repräsentativen Innenräumen. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Burg 1633 nach 52 Tagen Belagerung von den Schweden erobert und in Brand gesetzt, worauf sie zur Ruine verfiel. Ihre heutige Gestalt erhielt sie erst durch den Wiederaufbau 1901 und bis 1908 unter Kaiser Wilhelm II. Und Bodo Eppat, der sich dabei weitgehend am Ausbauzustand des späten 15. Jahrhunderts orientierte. Auch die Plassenburg bei Kulmbach verdeutlicht diese Entwicklung besonders anschaulich. Während der großen Ausbauphase zwischen 1530 und 1550 unter Markgraf Georg dem Frommen entstand hier ein ausgedehnter Schlosskomplex, der zugleich auch durch mächtige Mauern, Geschütztürme und Bastionen geschützt wurde. Die Plassenburg über Kulmbach in Oberfranken wurde erstmals 1135 erwähnt und diente zunächst den Grafen von Andechs-Meranien als wichtige Höhenburg zur Sicherung ihres Herrschaftsgebiets am Obermain. Nach 1340 gelang die Anlage an die Burggrafen von Nürnberg aus dem Hause Hohenzollern und entwickelte sich zu einem zentralen Verwaltungssitz des fränkischen Territoriums. Im 16. Jahrhundert wurde die Burg grundlegend verändert. Nach Zerstörungen im Zweiten Markgrafenkrieg 1554 ließ Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg-Kulmbach die Anlage ab 1557 unter der Leitung des Baumeisters Caspar Fischer zu einem großen festen Schloss der Renaissance wieder aufbauen. Und hier sehen wir die Plassenburg im 16. Jahrhundert.
Dabei verband man mächtige Bastionen, Geschütztürme und moderne Festungswerke mit repräsentativen Schlossbauten wie dem berühmten Schönen Hof, wodurch die Plassenburg zu einer typischen Mischform aus Residenzschloss und Artilleriefestung wurde. Diese Verbindung aus Wehrarchitektur und herrschaftlichem Wohnbau macht die Plassenburg zu einem der eindrucksvollsten Beispiele für die Entwicklung der festen Schlösser im 16. Jahrhundert. Und hier die Plassenburg im heutigen Zustand. Und natürlich ein Blick in den schönen Hof der Plassenburg darf nicht fehlen. Obwohl sie später ihre militärische Bedeutung verlor und 1806, 1807 unter Napoleon teilweise geschleift wurde, gehört sie heute zu den bedeutendsten Burg- und Schlossanlagen Frankens. Diese Anlage zeigen deutlich, wie eng Architektur des Spätmittelalters und repräsentativer Schlossbau der frühen Neuzeit miteinander verbunden sein konnten. Die weitere Entwicklung zum Ende des 16. Jahrhunderts. Zum Ende des 16. Jahrhunderts veränderte sich die Funktion der festen Schlösser zunehmend. Während ihre Verteidigungsanlagen zunächst weiterhin eine wichtige Rolle spielten, rückte der repräsentative Charakter der Gebäude immer stärker in den Vordergrund. Neue Wohnflügel entstanden, große Säle wurden ausgebaut und die Fassaden zunehmend nach den Formen der Renaissance gestaltet. Die wehrhaften Elemente blieben dabei zunächst erhalten. Starke Mauern, Geschütztürme und bastionsartige Erweiterungen erinnern weiterhin an die militärischen Ursprünge dieser Anlagen. Mit der Weiterentwicklung der Kriegstechnik und dem Ausbau moderner Bastionsfestungen verlor das feste Schloss jedoch allmählich seine Bedeutung für die eigentliche Landesverteidigung. Für militärische Zwecke entstanden nun spezialisierte Festungen, während für fürstliche und adlige Residenzen immer stärker zu repräsentativen Schlossanlagen umgestaltet wurden. Ein gutes Beispiel für diese Entwicklung ist das Heidelberger Schloss, dessen Ausbau im 16. Jahrhundert unter den Kurfürsten der Pfalz stattfand. Hinter den alten Wehrmauern entstanden prachtvolle Renaissancebauten, die bereits deutlich den Charakter eines fürstlichen Residenzschlosses erkennen lassen. Auf diesem Ausschnitt von Sebastian Münster aus der Zeit um 1527 sehen wir Heidelberg, die Stadt, und rechts oben die Burg bzw. das Schloss. Das Heidelberger Schloss geht auf eine wohl bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstandene Burg zurück und wurde seit dem 15. Jahrhundert unter den Pfalzgrafen und Kurfürsten von der Pfalz schrittweise zu einer großen Residenzanlage ausgebaut. Vor allem unter Ludwig V. und seinen Nachfolgern entstanden im 16. Jahrhundert stark Festungswerke, Geschütztürme und neue Wohnbauten, so dass die Anlage von der mittelalterlichen Burg zu einem repräsentativen und zugleich aber auch noch wehrhaften Herrschaftssitz sich entwickelt. Gerade diese Verbindung von Artilleriebefestigung, Palastarchitektur und fürstlicher Repräsentation macht das Heidelberger Schloss zu einem wichtigen Beispiel für die Entwicklung zum festen Schloss. Unter Kurfürsten wie Ott Heinrich und Friedrich IV. Kamen bedeutende Renaissancebauten hinzu, etwa der Ott-Heinrichs-Bau und der Friedrichsbau, wodurch der Schlosscharakter immer stärker hervortrat. Auf diesem Bild, bzw. Gemälde aus der Zeit um 1620 des Heidelberger Schlosses, sehen wir deutlich, wie sich die Geschütztürme der Burg oder des festen Schlosses gewandelt haben. Oben sind jetzt große Fenster drin, unten noch die eigentlichen Geschützscharten. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde das Schloss 1689 beschädigt und 1693 durch französische Sprengungen weitgehend zerstört, ehe ein weiterer Brand 1764 die Ruine endgültig besiegelte. Damit zeigt Heidelberg besonders anschaulich den Weg von der Burg über das feste Schloss hin zum frühneuzeitlichen Residenzschloss und zugleich dessen gewaltsames Ende. Und hier auf dem Luftbild sehen wir das heutige Heidelberger Schloss, die romantische Ruine, aber immer noch repräsentativ. Damit setzte sich zum Ende des 16. Jahrhunderts eine klare Trennung durch. Auf der einen Seite entstanden die militärischen Festungen, auf der anderen Seite die repräsentativen Residenzschlösser. Die festen Schlösser bilden somit die letzte große Entwicklungsstufe der klassischen Burgenarchitektur und markieren den Übergang zur Schloss- und Festungsarchitektur der Neuzeit.
Zwei heute noch anschauliche Beispiele fester Schlösser. Die Hardenburg in der Pfalz. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel eines festen Schlosses ist die Hardenburg in der Pfalz bei Bad Dürkheim. Die Hardenburg erhebt sich auf einer Bergzunge über dem Isachtal westlich von Bad Dürkheim und zählt aufgrund ihrer Größe zu den bedeutendsten Burganlagen der Pfalz. Ihre Entstehung steht in engem Zusammenhang mit dem Aufstieg der Grafen von Leiningen, nachdem Graf Friedrich II. Von Leiningen, geboren als Graf Friedrich von Saarbrücken, Anfang des 13. Jahrhunderts die Vogtei über das nahegelegene Kloster Limburg erhalten hatte, ließ er zwischen etwa 1205 und 1214 eine neue Burg errichten. Der Bau erfolgte allerdings ohne Zustimmung des Klosters auf dessen Grundbesitz, was über Jahrzehnte zu Konflikten führte, die erst 1249 durch einen Vergleich beigelegt wurden. Rechts sehen wir den Graf Friedrich von Leiningen in der maniersischen Handschrift. Hier der Rekonstruktionsversuch des Klosters Limburg etwa in der Zeit um 1500. Mönche waren natürlich nicht erfreut, dass im Prinzip auf ihrem Grundbesitz eine solche Burg gebaut wurde. Und hier sehen wir das Kloster Limburg im heutigen Ruinenzustand. Das Kloster wurde übrigens im Landshuter Erbfolgekrieg 1504 zerstört. Im Laufe des Mittelalters entwickelte sich die Hardenburg zum wichtigsten Herrschaftssitz der Leininger Grafen. Seit einer Erbteilung im Jahr 1317 war sie Stammsitz der Linie Leiningen-Hardenburg. Die Grafen waren häufig in regionale Konflikte und Fehden verwickelt, besonders mit der Kurpfalz. Mehrere militärische Auseinandersetzungen im 15. Jahrhundert schwächten ihre Position, etwa die Niederlage gegen Pfalzgraf Friedrich I. im Jahr 1471. Diese Erfahrungen führten schließlich zum Entschluss, die Burg stärker zu befestigen und sie an die neue Kriegstechnik mit Feuerwaffen anzupassen. Hier sehen wir die Hardenburg in der Zeit um 1580 auf einer Federzeichnung. Und hier das Rekonstruktionsmodell von Andreas Rockstein, wie die Hardenburg einmal ausgesehen haben könnte. Im 16. und frühen 17. Jahrhundert erreichte die Hardenburg ihre größte Bedeutung. Sie wurde zur Residenz der Grafen von Leiningen-Hardenburg ausgebaut und diente von 1560 bis 1725 als Hauptsitz der Familie. Während des Pfälzischen Erbfolgekrieges beschädigten französische Truppen 1692 Teile der Befestigungen, doch blieb die Anlage zunächst nutzbar. Nachdem die Leininger ihre Residenz 1725 in ein neues Schloss in Bad Dürkheim verlegt hatten, verlor die Burg zunehmend an Bedeutung. Ihr endgültiges Ende kam 1794, als französische Revolutionstruppen die Anlage in Brand setzten. Seitdem ist die Hardenburg eine Ruine, deren gewaltige Mauern noch heute von ihrer einstigen Größe zeugen. Baugeschichte der Hardenburg. Von der ursprünglichen mittelalterlichen Burg des 13. Jahrhunderts sind heute nur wenige Reste erhalten. Die Anlage bestand vermutlich aus einer vergleichsweise kleinen Höhenburg, die durch einen Halsgraben gegen den Bergkamm im Westen gesichert war. Hinter diesem Graben erhob sich die Kernburg mit Wohngebäuden, Wirtschaftsbereichen und einer Kapelle. Buckelquadermauerwerk und einzelne Bauteile lassen erkennen, dass die früheste Anlage typisch für die schaufischen Burgen jener Zeit gewesen sein dürfte. Hier sehen wir den Gesamtgrundriss der heute noch erhaltenen Burganlage. Markiert ist der ursprüngliche Halsgraben, der später dann zur Zufahrt wurde. Markiert ist der Felsen, wo einstmals die eigentliche Burg lag. Die heutige Gestalt der Hardenburg entstand jedoch vor allem durch den großen Ausbau zur Artilleriefestung im späten 15. und 16. Jahrhundert. Zwischen etwa 1500 und 1564 ließen die Grafen von Leiningen die Burg grundlegend modernisieren. Dabei entstand eine mächtige Festungsanlage mit einem fünfeckigen Grundriss, deren Ecken durch große Geschütztürme und Rondelle gesichert wurden. Besonders beeindruckend ist das gewaltige Westbollwerk mit fast 7 Metern starken Mauern und einem Durchmesser von über 20 Metern. Es schützte die Burg gegen Angriffe vom höher gelegenen Gelände im Westen und gehörte zu den stärksten Artilleriebefestigungen seiner Zeit. Hier wieder der Grundriss.
markiert das Westbollwerk. Mit dem Verbindungsgang die sogenannte große Kommunikation. Hier ein Blick auf die heutige Ruine Hardenberg, immer noch beeindruckend in ihrer Größe. Markiert sind die weiteren Geschütztürme der Hardenburg, die einzelnen Namen der Geschütztürme spare ich mir. Gleichzeitig wurde die Anlage zu einem repräsentativen Residenzschloss ausgebaut. Im Inneren entstanden neue Wohn- und Wirtschaftsgebäude, darunter ein großer Saalbau, Gästegebäude, Marstall, Badstube und Bäckerei sowie umfangreiche Kelleranlagen. Der Bau der sogenannten großen Kommunikation zwischen 1543 und 1561 verband Teile miteinander und erleichterte die Verteidigung. Hier sehen wir den sogenannten Vorhof, links oben das Westbollwerk, darüber, über dem Tor, die sogenannte große Kommunikation und unten die Tordurchfahrt, die im Prinzip den ehemaligen Halsgraben überbaut. Hier nochmal der Blick in den Vorhof und hier im Vordergrund ist die Schmiede zu sehen. Weitere Erweiterungen wie der Ausfallgarten, ein Lustgarten sowie zusätzliche Vorhöfe unterstrichen den zunehmenden Residenzcharakter der Anlage. Die Hardenburg vereinte damit Wehrarchitektur, fürstliche Wohnkomfort und repräsentative Architektur, ein typisches Beispiel für ein festes Schloss der Renaissance. Hier sehen wir den inneren Burghof mit dem sogenannten Durchgang, bzw. dem inneren Tor. Blick auf die sogenannte Hauptburg mit den repräsentativen Wohnräumen der gräflichen Familie. Hier im Vordergrund, im Burghof, das Gästehaus und links der Marstall. Hier der Blick auf den großen Ausfallgarten gegen Osten mit der sogenannten Münze, auch wieder eine schildmauerartige Bastion mit links und rechts Kanonentürmen. Schloss Wörth an der Donau. Die Ursprünge von Schloss Wörth an der Donau reichen bis ins Hochmittelalter zurück. Eine Burg an dieser Stelle wird erstmals 1264 als Castrum Wörth erwähnt. Sie gehört zum Besitz des Hochstifts Regensburg und diente den Regensburger Fürstbischöfen als wichtiger Verwaltungssitz und Sicherungspunkt im Donautal. Aufgrund seiner Lage auf einem markanten Hügel über der Donau hatte der Ort eine strategisch günstige Position und kontrollierte eine bedeutende Verkehrsverbindung durch Ostbayern. Hier sehen wir das heutige Schloss Wörth an der Donau. Im Laufe des Mittelalters wurde die Burg mehrfach verpfändet und zeitweise von verschiedenen Adelsfamilien verwaltet, ehe sie im 15. Jahrhundert wieder vollständig in den Besitz der Regensburger Bischöfe zurückkehrte. In der frühen Neuzeit begann schließlich eine umfassende Umgestaltung der Anlage. Besonders unter dem Administrator Pfalzgraf Johann wurde die mittelalterliche Burg ab 1522 zu einer großzügigen Schlossanlage erweitert. Dabei blieb der Charakter einer befestigten Anlage zwar erhalten, doch gewann das Schloss zunehmend Bedeutung als repräsentativer Sitz der fürstbischöflichen Verwaltung und als Aufenthaltsort der Regensburger Bischöfe. Hier sehen wir die Burg Wörth an der Donau von Albrecht Altdörfer um 1500. Während des 16. und 17. Jahrhunderts entwickelte sich Schloss Wörth immer stärker zu einem herrschaftlichen Wohnsitz. Neue Wohnflügel, eine Schlosskapelle und repräsentative Räume entstanden, so dass die Anlage zunehmend den Charakter eines frühneuzeitlichen Residenzschlosses annahm. Dennoch blieb der mittelalterliche Kernbau weiterhin sichtbar und prägte das Erscheinungsbild. Diese Mischung aus älterer Burg und neuzeitlicher Schlossanlage macht Schloss Wörth zu einem typischen Beispiel für die Übergangsform der festen Schlösser, die zwischen mittelalterlicher Wehrburg und repräsentativem Schloss stehen. Und hier sehen wir Schloss Wörth um 1700 nach Michael Wening. Man sieht deutlich die stärkeren Befestigungsanlagen, die es jetzt hat. Baugeschichte. Der älteste Teil der Anlage ist der mächtige, wohnturmartige Bergfried mit Maßen von ca. 16 Meter auf 11,5 Meter aus dem 13. Jahrhundert, der noch aus der Zeit der mittelalterlichen Burg stammt. Um ihn herum befand sich ursprünglich eine kleinere Burganlage mit Ringmauer und Wohngebäuden. Von dieser frühen Burg sind heute nur noch wenige bauliche Spuren erhalten, da die Anlage in späteren Jahrhunderten stark verändert wurde.
Der Bergfried blieb jedoch als zentraler Kern bestehen und wurde in die späteren Bauphasen integriert. Hier der Grundriss der Gesamtanlage von Schloss Wörth. Markiert ist der Bergfried. Hier der eigentliche Wohnbau der Burganlage. Hier der Blick auf den Bergfried vom Schlosshof aus, links eben der Bergfried und rechts der ehemalige Wohnbau der Burg, der auch umgestaltet wurde. Der entscheidende Wandel der Anlage begann im 16. Jahrhundert, als die Regensburger Bischöfe die Burg zu einem repräsentativen Schloss ausbauen ließen. Ab 1522 entstanden neue Gebäude, Wohntrakte und Toranlagen, die der Anlage ein deutlich modernes Erscheinungsbild gaben. Gleichzeitig wurde der mittelalterliche Kern der Burg in die neue Schlossanlage eingebunden. So entstand Schritt für Schritt eine großzügige Residenz, die sowohl als Verwaltungssitz als auch als Aufenthaltsort der bischöflichen Landesherren diente. Im sogenannten Vorschloss entstand eine türmebewehrte Toranlage, eine mit Bastionstürmen bewehrte innere Toranlage, 4 kräftige Geschütztürme. Im 17. Jahrhundert wurde dieser Ausbau weitergeführt und schließlich abgeschlossen. Neue Gebäudeflügel, eine Schlosskapelle und repräsentative Innenräume erweiterten die Anlage zu einem umfangreichen Schlosskomplex. Trotz dieser Veränderungen blieb der mittelalterliche Ursprung der Anlage weiterhin sichtbar, besonders eben der Bergfried in Teilen der älteren Mauern. Gerade diese Verbindung aus mittelalterlicher Burgstruktur und frühneuzeitlichem Schlossarchitektur zeigt deutlich den Charakter eines festen Schlosses, das eine wichtige Übergangsphase in der Entwicklung der europäischen Burgen- und Schlossarchitektur darstellt. Hier sehen wir das äußere Tor mit dem Zugang in das sogenannte Vorschloss. Hier sehen wir die innere Toranlage mit den kräftigen Geschütztürmen. Hier markiert die ehemaligen Geschützscharten, die Konsolen für eine sogenannte Hurde, also ein Wehrgang, der um den Turm herumführte, was deutlich auch zu erkennen ist, dass im etwa 17. Jahrhundert Fenster eingebrochen wurden in diese Türme. Hier der Blick in den Schlosshof nach Westen mit links der Schlosskirche und rechts ehemals Laubengängen der repräsentativen Wohngebäude. Schloss Wörth verdeutlicht damit sehr gut, wie sich aus der mittelalterlichen Burg allmählich ein frühneuzeitliches festes Schloss entwickelte. Schlusswort. Die festen Schlösser gehören zu den faszinierendsten Bauformen der Burgenarchitektur. Sie entstanden in einer Zeit des Umbruchs zwischen der Welt der mittelalterlichen Ritterburgen und der Architektur der frühneuzeitlichen Residenzschlösser. Gerade diese Verbindung von Wehrbau, Wohnkomfort und repräsentativen Architektur macht sie bis heute so interessant. Doch nun würde mich interessieren, welche festen Schlösser kennt ihr? Oder welche dieser Anlagen habt ihr vielleicht schon einmal besucht? Schreibt es in die Kommentare. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung historischer Immobilien OHG.